Endlich wird es wieder Zeit für neue Kämpfe. Hier bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ja, lange ist es sehr seit dem ersten Part, deswegen nicht nur hier neue DLCs und so, sprich neue Anzugstypen, also ja, generell einfach neue Klamotten, die man für die Charaktere freischalten kann. Sondern der zweite Part jetzt hier hat auch was anderes, noch Spezielles an sich. Und zwar war gestern am 6. November, also sprich, also ich nehme jetzt natürlich heute am 6. November auf, aber für euch war es bereits gestern, wenn ihr die Folge frühestens sieht, war es soweit, dass das letzte Naruto-Kapitel des Mangas gezeigt wurde. Ja, Naruto ist abgeschlossen mit 700 Kapiteln. Und das ist dann doch ein Ereignis, wo man sagen muss, ja, das ist einerseits cool, der Manga ist komplett und so, wir haben alles beisammen, andererseits natürlich auch ein bisschen traurig, weil nach über 15 Jahren, nach 700 Kapiteln, nach diversen Filmen, vielen Videospielen, geht eine Ära scheinbar zu Ende. Tja, deswegen halt dieses kleine, ja, Specials übertrieben, sind dann trotz allem einfach nur ein paar Kämpfe und etwas Spezielles dahinter, aber trotzdem dachte ich mir, ja komm, da ist doch wieder mal ein guter Anlass und so, wieder mal ein bisschen Storm zu zocken. Ich hoffe, kannst du überhaupt noch? Ja, mal gerade einen Konter starten, irgendwie gerade nicht. Was soll's? Ja Leute, 700 Kapitel. Ich will jetzt nicht zu viel über den Inhalt von den letzten Kapiteln so erzählen, weil es, kann man natürlich vorstellen, dass für viele natürlich Spoiler ist. Also finde ich auch ein bisschen seltsam, hey. Ich kann gegen den Angriff zwar irgendwie abblocken, bzw. kontern, aber wenn ich dann halt, das war sowieso wies, wenn ich dann halt, ja, eigentlich zurückschlagen will, oder per Ultimate Jutsu und so, nee, geht nicht, weil die Zeit dafür dauert zu lange. Und das Rasengan, toll, das klingt das Telefon, Entschuldigung Leute, und das Rasengan war, glaube ich, irgendwie aus dem 5. Film, war, irgendwie erinnert das gerade ein bisschen an das. Naja, egal. Ja, wie gesagt, 700 Kapitel, eine, wie man eigentlich sagen kann, doch große Zahl, weil die meisten Mangas haben deutlich weniger. Klar gibt es andere Mangas wie One Piece und Ding auch, wie heißt schon, Conan, also Detektiv Conan, dankeschön. Natürlich auch weit über 700 Kapitel und dementsprechend auch sehr viele Manga-Bände, aber trotzdem 700 Kapitel muss auch erstmal schaffen und vor allem die Motivation, nur 15 Jahre lang das durchzuziehen in diesem Sinne. Mein herzliches Dankeschön auch an Kishimoto, dass er so lange durchgehalten hat und uns sowieso noch einen Schluss präsentiert hat des Mangas. Über genau den sinnvollen Inhalt davon kann man natürlich noch streiten, weil ganz ehrlich, 700 Kapitel, ja, ist, muss man so sagen, jetzt mal angenommen, du kannst natürlich den ersten Part, oder das erste Kapitel und das letzte Kapitel betrachten und sagen, ja, es ist eine schöne Entwicklung und so. Dann ein paar Kapitel dazwischen irgendwie ansehen, aber im Großen und Ganzen muss man dann eigentlich schon sagen, gewisse Logikfehler hat es dann leider doch drin. Ja. Leider war, die werde ich, die Logikfehler, ja, die kann man eigentlich nicht groß irgendwie jetzt erwähnen, ohne dass ich da halt groß spoilern würde, nicht wahr? Deswegen muss da wohl jeder selber ein Bild davon machen, aber es gab auch Charaktere, wo ich sagen musste, doch, die haben sich während des ganzen Mangas, wie ich finde, sehr, sehr positiv entwickelt. Und einen davon, mit dem wir sogar im nächsten Part zocken. Also nächster Part, nächster Kampf natürlich. Ja Leute, die Rede ist von Hinata. Ein richtiges Frauenteam, ein Sommerkleidung-Outfit. Und ihr seht, mache jetzt hier mal auf Unterstützungstyp. Ja, wieso Hinata? Ganz einfach. Hinata war zu Beginn des Mangas, sag ich jetzt mal, zu Beginn noch der Original-Naruto-Serie, einfach ein kleines Mädchen, was ziemlich große Selbstzweifel hatte. Ich meine, sie hatte eine, ja, hat gerade noch gewachsen, eine kleine Schwester, Hanabi, genau, mit der es eigentlich immer wieder verglichen wurde, von ihrem Vater eigentlich aufeinander gehetzt, beziehungsweise verglichen wurde, von wegen, ja, sie ist bereits stärker als du in ihren Jahren und so, im Sinne von, ja, schändlich, etc., etc. Die ganze Fehler von der Hauptfamilie, Nebenfamilie mit Neji und dann halt dann ihre Schwärmerei von Naruto und der hat ihr immer geholfen von wegen, ja, du musst da stark werden und so, sprich, er war eigentlich eine Motivationshilfe für sie, damit sie sagen konnte, ja, Naruto ist sie eigentlich, zumindest was am Anfang noch so, gut, dann später auch noch, mehr oder weniger. Shisui, hallo, geht's eigentlich noch?
Na, servus dann. Naruto war eigentlich auch einer derjenigen, wo man sagen konnte, ja, er hat so viele Chakra und so, aber ist zwar untalentiert und undiszipliniert, etc., etc., aber einfach einer, der niemals aufgegeben hat. Und das hat Hinata natürlich angespornt, motiviert, wodurch sie im Verlauf der Serie, natürlich nicht nur jetzt in Original Naruto, sondern natürlich auch bei Shippuden, bis zum Schluss hin, sprich bis zu Kapitel 700, immer selbstbewusster wurde und ja, im Pain Arc, die ja sogar Naruto gegenüber ihre Liebe gestanden hat, was dann später sogar noch ein bisschen weiterging von ihr aus. Ja, mehr dazu sage ich jetzt gar nicht, weil das ja wie gesagt Spoiler vom Stande her von Revolution jetzt, aber ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich das Ganze selber einziehen. Man kann dann auch gewisse spannende Informationen über Naruto und Hinata in Erfahrung bringen. Da würde ich echt sagen, Hinata ist der Charakter meiner Ansicht nach, der sich am besten entwickelt hat vom ganzen Arc her. Also, ja, über die ganze Serie halt. Im Gegensatz zu, ja gut, Ino, die war mehr oder weniger eigentlich die gleiche und der hat eigentlich nicht viel gesehen, außer dass im Anfang scheinbar besser oder auch, ja, doch besser war als Sakura und beliebt natürlich auch. Was er dann zum Schluss sind, doch ziemlich relativiert hat. Und Sakura, ganz ehrlich, die mit ihrer Schwärmerei immer für Sasuke. Sasuke hier, Sasuke da, ja, große Liebe. Und er konnte so ein Arsch sein, egal. Ich meine, das war noch, was kann ich überlegen? Doch, das gehört noch hier zum aktuellen Stand, was bereits passiert, ja. Also sprich, wo ja Sasuke bereits Danzo getötet hat, weil er so auf einen dunklen Pfad ist, sowas hat sie noch gar nie erlebt, da wollte sogar Sakura noch töten. Und sie trotzdem, ja, ich liebe dich trotzdem, Sasuke. Also ich meine, hallo, irgendwo hat es mal Grenzen. Genau das hier. Also ich muss zugeben, der Unterstützungstyp gerade, der hatte doch eine Power. Interessant. Ach ja, die ganzen Entwicklungen, nicht nur der Frauen gegenüber, sondern natürlich auch generell des ganzen Naruto-Universums. Ja, ich muss sagen, der Naruto-Manga, der hat schon einige Überraschungen zu bieten. Daraufhin direkt mal einen Schluck. Ja, das zum einen, zum anderen, was ich vorhin noch so erwähnt habe, lang genommen, wie gesagt, wenn du erst und das letzte Kapitel liest, denkst du, ja, so hat es angefangen, das ist schon eine Entwicklung und so, und dann teilweise auch noch was liest davon, denkst du auch, ja, so kann es kommen. Oh, cooler Grund, hat sogar geklappt. Und jetzt kam die super Kombination Shidorigan. Shidorigan, Entschuldigung, ist ein Rasengan. Oder Rasendori, wie auch immer. Okay, so viel dazu, das war ganz cool. Oh, das war klar, dass meine Verteidigung durchbrochen. Blocken, blocken! Wow. Das war knapp. Ja, was wollte ich gerade sagen? Genau, wie ich persönlich finde, bis mit dem Pain Arc war eigentlich alles noch in Ordnung. Wieso in Ordnung? Einerseits halt, weil bis dorthin die ganzen logischen Aspekte, sprich die Entwicklung der Charaktere, ja, Power-Ups und so, das war eigentlich alles noch verständlich. Das zum einen und zum anderen auch, ja, die ganze Nachvollziehbarkeit war. Es wurden viele offene Fragen bis dahin immer geklärt und so, ab dann, sprich vor allem halt im Verlauf des 4. Shinobi-Weltkriegs und der ganzen Wiedererweckung von Hashirama und Tobirama, sprich die ganzen Hokage und vor allem natürlich, was damals noch war, Moko nicht getroffen, schade. Was damals vor allem noch der Fall war, bezüglich halt, ja, wie stark die Charaktere halt waren, oder? Ich meine, der Hokage spricht erst in der zweiten Runde bereits im Kampf zwischen dem 3. und Orochimaru beschworen. Aber damals im Vergleich zum 4. Weltkrieg waren sie immens schwach. Klar, es wurde relativ simpel erklärt und sagen konnte, ja, das kann man durchaus so erklären, aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, ist es ein bisschen was im Ruder gelaufen. Aber halt, wenn du vom Anfang des Mangas bis zum Schluss siehst, der Stärkeunterschied. Und vor allem natürlich nicht nur der Verlauf, sondern, wie gesagt, zum Beispiel aus Pain Arc, wo Naruto halt noch Sake-Modus und so war, oder so war das ein stärkster Modus bis dahin. Was nachher alles bis zum Schluss kam, ich meine, so lange war jetzt, also so viele Kapitel gab es dort eigentlich nicht mehr im Vergleich zum Rest. Und trotzdem, es tut weh. Und trotzdem gab es dermaßen Power-Ups, Stärkeunterschiede, es war einfach nur übel.
Worauf sagen muss, ja, da hat man schon ein bisschen gesehen, dass Kishimoto halt zum einen, er hat es öfters zugegeben, dass er öfters in gewisse Abschnitte nicht richtig geplant hat und im Nachhinein sagen musste, ja, hätte er ein bisschen besser geplant, dann wäre es auch besser rausgekommen. Das war natürlich auch, und das kann ich durchaus verstehen, hallo, ich habe gerade, ich wollte gerade mit Ultimate Jutsu starten, natürlich ist, also bei Storm 3 war es noch so, dass derjenige, der das stärkere Jutsu hat, gewonnen und nicht der, der schneller war. Autsch. Ich meine, der Anfang war cool. Ja, was ich gerade sagen wollte, dass er teilweise auch keine Motivation hat, aber ganz ehrlich sagen muss, bei 15 Jahren kann ich ja verstehen, dass teilweise Motivation ein bisschen flöten geht. Durchaus verständlich, war. Aber trotzdem hat die ganzen Unlogik zwischendrin, die ganzen Power-Ups plötzlich da und plötzlich hier. Das war schon ein bisschen übel. Wobei, wenn ich mal so richtig überlege, übrigens Naruto im weißen Gewand, das, wieso, keine Ahnung, ich glaube, das ist irgendwie ein Shinjuriki-Paket. Ja, wenn wir schon mal beim Thema sind, ich meine, das beste Beispiel dafür ist eigentlich Dragon Ball, wa? Ich meine, da war die erste Serie, ich erinnere vor allem nach dem Kampf zwischen Son Goku und Piccolo im Budokai Tenkaichi. Der war eigentlich so genial, hey, und trotzdem der Unterschied zum früheren Kämpfen waren eigentlich nicht so enorm anders, war, aber trotzdem, man hat es gesehen, es gab Fortschritte und so. Sie waren stärker, sie waren schneller, alles mögliche, auch taktisch klüger. Ja, ein Unterstützungstyp hat echt was. Ja, das war dazu und dann halt, als nachher alles kam, vor allem der schnelle Stärkeunterschied zwischen dem Saiyajin und dem Freezer Arc vor allem. Ja, bis zum Schluss sind sowieso im Super Saiyajin 3 und alles und Kid Buu etc. die Fusion mit Vegeto und so weiter und so fort. Das waren einfach Power-Ups, wo ich sagen muss, das ist ja grausam, was da gemacht wurde. Ja, man einfach irgendwie alles wieder draufsetzen musst, weil du kannst nicht irgendwie sagen, ja, du gehst wieder zurück zu den Basics, musst wieder schwächer werden, nee, geht ja kaum, musst du schon stärker werden, aber irgendwo musst du einfach sagen, du musst auch gewisse Grenzen haben, und die Grenzen zu finden, dass nicht zu schnell und zu stark werden, das ist dann doch, finde ich, eine sehr, sehr hohe Kunst. Naja, wie auch immer. Naruto 700 Kapitel fertig gegangen, also nicht ganz fertig, weil es kommt noch ein Film im Dezember raus, The Last, Naruto the Movie. Ich will jetzt da eigentlich auch nicht zu sehr spoilern, aber es soll da auch noch Elemente gehen, die im 4. Shinobi-Weltkrieg vorgekommen sind. Und ja, kann man sicher schon gespannt sein, was denn dort alles passieren wird in diesem Film. Das zum einen, und dann soll ja auch im nächsten Jahr, sprich so durch März 2015 herum, soll ein neues Projekt starten über Naruto, also mit Naruto Teil 3. Es soll aber weniger um Naruto gehen, sondern vor allem um seine Nachfolgegeneration. Daher kann man sagen, ja, Naruto geht durchaus noch weiter. Ich denke, jetzt hat Kishimoto ein bisschen Zeit, sich ein bisschen zu erholen und auch Gedanken zu machen, wie es alles noch, ich werde hier gerade ein bisschen platt gemacht, wie es halt nachher weitergehen kann und vor allem halt, was ich jetzt ein bisschen schade fand bei 700 Kapiteln, letzten meinen Kapitel vor allem waren, ja, sie waren doch schön irgendwie, aber andererseits auch sehr hastig, viele Fragen blieben ungeklärt. Aus früheren Kapiteln, und das ist dann doch etwas, was ich sagen muss, wenn es geht, bitte noch irgendwie auflösen. Sei es in diesem Film, The Last Naruto Movie im Dezember, oder Nachfolgeserie, oder wie auch immer, irgendwie muss es doch noch aufgelöst werden können. Ja, das war mal zu meiner persönlichen Meinung. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, das ist nur eine bisschen kleinere Folge, gut 14 Minuten geht eigentlich noch. Und bis zum nächsten Mal hier bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ich muss sagen, groß und ganz war es gar nicht mal so schlecht. Ich kann es einigermaßen noch. Einigermaßen. Tja. Und alles dank Kishimoto. Yeah.